Stell dir mal das Beispiel vor. Zu Brüssel wird gemeldet, dass es an einem Land Missbrauch von Agrarsubventionen gibt. Die zuständigen europäischen Instanzen informieren darüber die nationalen Administrationen, die für die Strafverfolgung zuständig sind. Und dann, was geschieht dann? Nichts. Das ist nicht immer so, aber leider ist es ganz oft der Fall. Und es gibt da Beispiele viel. An Zeiten, wo wir extrem auf Budgetdisziplin pochen, aber wo all Euro zweimal soll umgedreht gehen, kann es doch nicht sein, dass Europa nicht streng genug gegen den Betrug vorgehen. All Jahr gehen solche Verdachtsfälle aus den Memberstaaten reportiert. Es geht hunderte Millionen Euro. Offiziell Verdachtsfälle sind das. Rechnen den danach die Dunkelziffer dabei, da geht es viel, viel mehr Suen. Brigangen, die heute zu von der EU, zu von uns alle Guren also, illegal kassieren, gehen aber nicht immer mit aller Konsequenz und an alle Fälle zur Rechenschaft gezogen. Just 54% von den Fällen, die bei den nationalen Autoritäten gemeldet gehen auch von der Justiz verfolgt. Und just 42% von diesen Fällen kommen dann zu einer Verurteilung. Da sind wir also, wenn in das ganz gesagt, bei Männern wie 25% von denen effektive Fälle, die an der Justiz behandelt gehen. Das ist nicht nur ein Problem, das ist ein Skandal. Zumal, wo es ja eine Lesung gibt oder ein Kind gehen. Schon im Jahr 2013 habe ich als damalige Justizkommissarin einen Propos gemacht, für so Betrugsfälle effektiv zu bekämpfen. Und zwar mit einem europäischen Parquet. Wie funktioniert dann so ein europäischer Parquet? Das soll eine dezentrale Struktur auf 2 Niveaus sein. Eine zentrale Unität, den europäischen Parquet, den sich dezentral und Netz von den delegierten europäischen Prokureuren, die am Justizsystem von ihrem Land sind, wendet. Die delegierten Prokureure, die machen dann hier Enquete mit den nationalen, mit der nationalen Regeln. Aber die Zentraleinheit, die koordiniert das Ganze. Und dadurch gibt auch europaweit einheitliche Kriterien, einheitliche Regeln angefordert. Und dadurch kann auch grenzüberschreitend Fall für Fall besser bekämpft gehen. Eigentlich soll den europäischen Parquet bis Ende 2014 stehen. Aber den Europäischen Conseil, also die Ministerin, die dezidieren am Bereich von der Polizei und der Justiz nach immer auf Basis von der Einstimmigkeit. Und genau da liegt das Problem. Weil ob schon zum Beispiel die üblich Verdächtigen, Großbritannien besonders, Dänemark auch, ein Opt-out tun, also nicht brauchen mitzumachen. So steht es am Lissabonner Vertrag. Sie blockieren aber nach am Conseil, weil sie wollen mit dezidieren über das, was die anderen machen. Aus dem Grund hatte ich vor 4 Jahren eine Lesung in Form von einem verstärkten Zusammenarbeit von den einzelnen Memberländern vorgeschlagen. Wenn der Rotgift blockieren, könnten sich dann die wählten, auf den Weg beginnen, für einen europäischen Staatsanwalt zu kreieren. Und die anderen, meistens die am Anfang Bedenken haben, die könnten ja dann später, wenn es gut geht, dabei kommen. Das ist aber einfach nicht zu verstehen, wie und für was verschiedene Memberstaaten diesem wichtigen Thema so blockieren. Zumal wo der Vertrag von Lissabon ein europäischer Parquet explizit am Artikel 86 vorgesehen. Die Länder, die blockieren, vergehen sich also um die Suche von den Steuerzahlern, die dringend für wichtige, richtig sinnvolle Projekte gebraucht geben. Flüchtlingshilfe am Mittelmeer zum Beispiel oder Erasmus für die Studenten, für nur 2 Beispiele zu nennen. Sollten die Suchen an den Taschen von den Brigangen landen? Nee. Das Europäische Parlament hat meinen Propos von Anfang an stark unterstützt. An einem neuen Rapport möchte das Parlament dann noch das Wort Druck für 4 zu kommen. Die Message ist klar,
Wir brauchen een europäesche Parquet, den Froden zulasten vom EU-Budget ënnersichen, verfolgen an ukloe kann, an et ass genug Zeit verschwent gin, lo heecht et Fakten schafen. Mat europäesche Sue musse man alle Guren korrekt, a klar an engem legalen Kader ëmgoen. Da sind Sue vun den europäischen Steuerzöller och richtig investiert. Da sind Suen auch vun de Lützebäuer, déi jo och zum EU-Budget beidroen, richtig investiert. Betrug aber muss opgedeckt a bestroft gin. De Conseil, also d'Memberstaaten, mussen lo endlich den europäesche Parquet desideieren, wann et net anecht geht, dann eben a Form vun enger verstärkter Zusammenarbecht, wo e puer Länder, wo sicher auch Lützeburg dabei wert sinn. Dat erwerden d'Europadeputéierten, dat erwerden besonnech d'europäesch Steuerzöller.